Servus, ich bin heute am Main-Donau-Kanal mit dem Radl wieder unterwegs. Super Wetter ist. Die Strecke ist jetzt da von Kelheim nach Riedenburg. Und reden will ich heute mit euch über einen ganz bekannten Bayern. Den kennt eigentlich jeder. Uli Hoeneß, der ehemalige Manager vom FC Bayern und der, wo eigentlich beim FC Bayern für den ganzen Erfolg zum großen Teil verantwortlich ist. Der Uli Hoeneß hat angefangen 1979 als Manager bei Bayern. Damals hat Bayern einen Jahresumsatz gehabt von 12 Millionen D-Mark. Zum Vergleich, jetzt 2025 haben sie 1 Milliarde Euro. Also das ist das 200-fache von dem, was sie 1979 gehabt haben, wo der Uli angefangen hat. Und das ist schon enorm. Und über diese Entwicklung will ich euch die wichtigsten Sachen verzeihen. Anfang von den 80er Jahren, da ist der Uli Hoeneß nach Amerika geflogen und hat sich da bei den großen Sportvereinen abgeschaut, wie das geht mit Merchandise. Dass man praktisch alle möglichen Werbeartikel verkauft und damit richtig Geld macht. Das ist heute auch eine von den Haupteinnahmequellen vom FC Bayern und da war der Uli Hoeneß ganz vorne dabei von den Bundesliga-Vereinen, um das richtig im großen Stil zu betreiben. Bei den Fernsehrechten, da hat der Uli Hoeneß den DFB unter Druck gesetzt, die Bundesliga, weil ursprünglich waren die Fernsehrechte so aufgeteilt, dass jeder Verein gleich viel gekriegt hat. Und der Uli Hoeneß hat das durchgebracht, dass das geändert worden ist und dass dann das Leistungsprinzip geleitet hat. Das heißt, dass der Verein, der in der Tabelle weiter oben war, am Ende auch mehr Geld gekriegt hat von den Fernseheinnahmen. Dass sie praktisch für FC Bayern orientiert hat, dass vorne mitspielen und nicht, dass das Geld so aufteilt wird, dass der Letzte genauso viel kriegt. Das wollte der Uli nicht und das hat er kämpft dafür, dass das geändert wird und das hat er auch geschafft, das ist geändert worden. Ja, der Uli Hoeneß hat es geschafft, dass der FC Bayern unter die Top-Vereine von Europa und der Welt ist und finanziell so gut dasteht, dass er sich nicht so extrem verschulden muss wie viele andere Vereine, die ganz oben mitspielen. Da haben oft so dubiose Scheichs oder sonst was an der Spitze von so Vereinen und die nehmen dann zu viel Einfluss und bringen den Verein durcheinander. Das hat der Uli Hoeneß geschafft, dass das bei Bayern nicht so ist und auch, dass die Schulden nicht so viel sind. Eigentlich Bayern hat gar keine Schulden, die haben sogar ein Festgeldkonto, während andere Vereine, wie zum Beispiel Real Madrid, man immer wieder hört, dass die Schulden so groß sind, dass der Verein massiv Probleme hat. Also das hat der Uli Hoeneß geschafft. Er hat keinen Großinvestor, der was anschafft und da alles durcheinander bringt und er hat auch keine Schulden. Der FC Bayern steht da wirklich weltweit vielleicht am besten da von allen Vereinen, die es im Profifußball in der Klasse gibt. Ja, obwohl der FC Bayern auch eine Aktiengesellschaft ist, wird die Aktie vom FC Bayern nicht an der Börse gehandelt. Beim FC Bayern läuft das ganz anders. Laut Satzung müssen mindestens 70% von den Aktien am Verein selber gehören. Das heißt, mehr wie 30% werden nicht in fremde Hand gehen. Zurzeit ist es so, dass an FC Bayern sogar 75% selber gehören und nur 25% vergeben sind. Die 25% sind vergeben an nur 3 Aktionäre, das ist Audi, Allianz und Adidas. Also 3 seriöse, bekannte deutsche Firmen haben Anteile am FC Bayern und der Rest gehört am FC Bayern alles selber. Jahr 2005 ist ja die Allianz Arena gebaut worden. Zunächst hat die Bayern nicht allein gehört, sondern Bayern mit den 60er miteinander. Aber schon 2006 haben die 60er finanzielle Schwierigkeiten gehabt
und der FC Bayern hat den Anteil von den 60er mit übernommen. Und was eigentlich geplant war, dass man 20 Jahre braucht zum Abzahlen, das haben sie ungefähr in der halben Zeit geschafft. Der FC Bayern war 2014 schon fertig mit dem Abzahlen von der Allianz Arena. Das heißt, auch in einem Stadion gehört ja nicht selber, braucht es nichts mehr zahlen und die ganzen Einnahmen vom Stadion stehen einer zur Verfügung. Ja, bei so viel Lob über den FC Bayern und vor allem über den Mann, der das alles möglich gemacht hat, an Uli Hoeneß, kommt natürlich jetzt der große wunde Punkt. Die meisten von euch wissen es vielleicht, der Uli Hoeneß hat schon mal eine Gefängnisstrafe gehabt wegen Steuerhinterziehung. Und da muss ich sagen, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich bin auch in Bayern aufgewachsen und zu der Zeit, wo der Hoeneß groß geworden ist, da hat man halt gesagt, in der Schweiz das Bankgeheimnis, das ist, an dem kann keiner rütteln, das bleibt für immer, das ist beständig, da kannst du machen, was du willst, das wird niemals so weit kommen, dass das Schweizer Bankgeheimnis nicht mehr gibt. Und genau das war halt an Uli sein Fehler, das hat er geglaubt, so wie wir alle. Ja, und so hat er halt da richtig in den Dreck gelangt. Genau zu der Zeit, wo sie das Gesetz eingeführt haben, dass man nicht mehr mit Strafzahlungen davorkommt, sondern ab einer gewissen Höhe ins Gefängnis muss, ist halt auch das Schweizer Bankgeheimnis da gelüftet worden. Der Uli war da mit dabei, war natürlich eine Straftat, brauchen wir gar nicht reden, sowas macht man nicht, aber da hat es Hunderte, vielleicht sogar Tausende gegeben, die das auch gemacht haben, weil eben jeder gemeint hat, in der Schweiz dieses Bankgeheimnis, das bleibt für immer und da kommt dann nie mehr drauf. Und da haben viele Leute da drüben Geschäfte gemacht und Geld versteckt. Aber an Uli hat es halt erwischt, an dem haben sie ein Exempel statuiert und so hat er seine Gefängnisstrafe gekriegt. Man muss ihm aber anrechnen, dass er das durchgezogen hat, dass er es abgesessen hat. Er hat den Vollzug komplett mitgemacht, bis er wieder frei war und dann muss man es halt auch mal gut sein lassen. Ja, also, was soll man sagen? Unumstritten war der Uli Hoeneß nie. Der hat immer Leute gehabt, die haben ihn gemickt und Leute gehabt, die waren gegen ihn. Er selber war auch so. Und er hat einiges in seinem Leben gemacht, wo vielleicht nicht ganz in Ordnung war. Aber man muss sagen, er hat seine Ziele verfolgt. Er hat auch viele gute Sachen da, bestimmt viel mehr gute Sachen wie schlechte. Und natürlich hat er seine große Liebe, den FC Bayern, weit nach vorne gebracht in der Welt vom Fußball.